Ja, herzlich willkommen bei Josh und seiner wildromantischen Pfalz. Ich hocke da ganz lauschig an einem wunderschönen Felsen, wo man sich das vorstellt, Millionen von Jahren alt, aber wirklich Millionen von Jahren alt. Es gibt ja Urweltfunde bei uns, die sind ja über 300 Millionen Jahre alt, aber da haben die Viecher ja noch schon gelebt, das heißt noch älter. Also die Pfalz ist schon was Besonderes. Ne? Ich bin noch nicht so alt. Aber es gibt einen alten Spruch, das ist die Pelzer Spruch. Und ich habe heute mal wieder Rätsel für euch. Und zwar ein Rätsel, wo ich sechs verschiedene Pelzer werde. Ich sage, und dann können sie wieder roten und dann können wir schreiben. Und wer einigermaßen richtig geroten hat, also nicht ganz grob verkehrt, aber so einigermaßen geroten hat, der hat die Chance, da ein Überraschungspaket vom Doktorenhof zu gewinnen. Ich packe was Schönes zusammen. Also es gibt Pelzer, die nach manchmal schelten. Und ich habe da mal ein paar Wetterreis gesucht, die vielleicht ganz passen. Ne? So. Dunner Feier Keitel noch einmal. Dunner Feier Keitel noch einmal. Das ist ein schönes Wort. Das kennen auch viele Pelzer nicht. Also nicht verwundern, wenn das nicht wissen, was es ist. Ne? Oder was ist ein aufgemottelt? Aufgemottelt. Finde ich auch ganz toll, die man öfters mal noch sagen. Ne? Oder Sellemols. Sellemols ist auch so ein altes Wort, passt vielleicht ganz gut auch zu dem Felsen. Der hat sein ganzes Gastel versoffen. Das sagen die Alten heute noch. Ach Gott, der hat sein ganzes Gastel versoffen. Was ist ein Bitzecher? Ein Bitzecher ist ganz was Besonderes. Habe ich jetzt ein Sechser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich sage noch eins, ich weiß, es ist halt genau. Was ist ein Fetzbeutel? Ein Fetzbeutel ist auch so was Besonderes. Aber das sind jetzt einmal ein paar Pelzer, sprich ein paar Pelzer, Mundart, Ausdruck, die man auch heute immer, wenn ich erhört, weil auch die Pelzer Spruch langsam verloren geht. Ich halte mir es immer sehr, sehr hoch, dass ich Pelzisch rede, weil das ist ein Mutterspruch, die schon weit über 1400 Jahre alt ist und die es immer noch in irgendeiner Form gibt. Und ich hoffe, die nächste Generation, die sie nicht ganz verlernen. Es ist schon wie ein Fremdspruch. Es ist schon fast so schön wie Englisch oder wie Französisch oder wie Italienisch oder. Schreiben wir. Ich freue mich drauf. Machen euch Gedanken drum. Und bis zum nächsten Mal. Josh und seine wildromantische Pfalz. Servus.